An Patrick, seine gestärkte Maso-Schwester, schneit sie wieder die Haut auf, weil sie der Pfarrer nicht mit ihr einlassen mag. Schließlich wird sie von ihrer Mutter angeholt und zieht zu derer nach Rosenheim. Davor fällt aber nur mal ein Pfarrer um den Hals und die Landweiber zerreißen sie jetzt Mai drüber. Die werden aber für das nachher von ihm sauber zusammenputzt. An Pauli feiert nur ein Beutel für sein Fußballalbum, dass er dafür ein Billett kriegt, wo 100 Euro wert ist. Der Flori hat das Beutel und möchte sie ihm geben, weil er ihm seine Kammer in Schuss bringt. Das macht der Pauli, aber der Flori verschmeißt das Beutel und muss stattdessen am Pauli die 100 Euro blechen. Der Gregor macht seiner Gspusi einen freien Tag, dass die Uschi und die Annalena mit ihrer ein Hochzeitsgewand kaufen können. Aber sie ist ja so geschleckert, dass ihr keins gefällt. Danach möchte er mit ihr stopfen, aber das geht nicht, weil er derer seine preußische Tochter nicht bei der Zeit ins Bett kriegt. Kathi segiert ihren Leid mit einem depperten Krach aus ihrem Handy und drum baut der Kurvi den Sound heimlich in eine Webseiten ein, die wo sie für einen Hubert seine Brauereiführung zusammengebaut hat. Fanny von Plappersee und teilt an, dass der Annalena sein Jumpsterer früher einmal einen heißen Film gedreht hat. Jetzt möchte die natürlich unbedingt wissen, was das für einer gewesen ist und fantasiert schon etwas vor einem Pornostreifen. Aber schließlich sagt er ihr, dass das schon ein depperter Gaudi-Film gewesen ist. Die Rosi möchte einen gantigen Preis einen Platz fürs Festzeit zu Bayerkofen ankaufen, aber ihr Bruder ist schwer dagegen. Auf die Letzte mischt sie nur der Hubert ein und ist auch dafür. Der Christian fährt wieder verbotene Autorennen bei den Zuchthäusler, samt den das Chandi der Geschichte alle mehr auf die Schlicht kämen und er sein von seinen Vatern zum 18. Purzeltag an einen Karren kriegt.